Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir haben in der letzten Folge den lieben Darion Mograine und seinen lieben Papi, der Alexander Mograine, aus den Fängen vom Schlund gerettet. Und haben erfahren, dass der Virat, der Baron da von Modraxus, ein hinterhältiger Ratten ist und wie es aussieht, die alle verraten hat. Baronin Drake wartet schon von uns, um da weitermachen und wir machen das einmal gerade. Und zwar trifft Alexander Mograine im Haus der Auserwählten in Maldraxxus. Machen wir doch lieber gerne, das heisst. Ja, wir brechen noch Maldraxxus aus. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, der wird für seine Verbrechen bezahlen. Da hast du genau recht. So, dann machen wir uns jetzt mal gemütlich mal auf den Weg. Die lassen wir mal ein bisschen ausreden. Wir lassen sie mal ein bisschen ausreden. Nein, wir machen uns direkt wieder auf den Weg nach Maldraxxus, um seinen Papi zu treffen. Der Alexander Mograine. Das heisst, wir gehen wieder zu dem Haus von der Auserwählten, wo so viele Leichen umeinander gelegen sind. Jetzt muss ich aber nur noch herausfinden, wo da der liebe Flugmeister ist. Unser Beutel haben wir ja komplett plus minus erklärt. Das heisst, wir haben wieder völlig viel Platz, um ein paar Leute zu metzeln oder ein paar Kreaturen, wie auch immer. Um ein paar Sachen zu sammeln, um wieder Gold zu farmen. So, lieber Flugmeister, wir würden gerne zurück nach... Ich muss zurück nach Maldraxxus. Jawohl. Alles klar, dann sind wir auf dem Weg. Dann machen wir uns durch den Strom wieder zurück zum Haus von der Auserwählten. Jetzt wundert es mich aber, wo er mich genau runterlässt. Vielleicht lässt er mich wirklich gerade bei dem Flugplatz nieder oder bei dem da. Kommt ganz jetzt drauf an. Nach Lust und Laune vom Spiel, wo es mich jetzt gerade runterlässt. Wie es da weitergeht. Das Einzige, was ich noch sicher wird, mal hoffen oder denken oder machen und tun, ist, dass jetzt langsam mal für den Seuchensturz würde eine neue Quest kommen, damit wir mal das Dungeon vom Seuchensturz ausprobieren, weil mich das noch tierisch wundern, was dort so abgeht. Daher hoffen wir auf gute Hoffnung, dass wir vielleicht noch eine Quest bekommen. Und daher haben wir ja dann nochmal ein Dungeon, Theater der Schmerzen. Das wird mir aber gerade momentan nicht angezeigt. Also wahrscheinlich ist das wirklich ein höheres Level. Das nächste wäre Nebel vor Tirna Siege, aber das haben wir leider noch nicht freigeschaltet, obwohl wir Level 56 sind. Also wird das wahrscheinlich vom nächsten Ort sein. Also entweder Revendreth oder Ardenwald. Mal schauen. Ah ja, und so nebenbei. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefeiert. Happy New Year. Ich habe gestern auch gemütlich mal ein bisschen Neujahr gefeiert, bin noch halbwegs in den Fluss hineingefallen, also in den See. Was soll's. Aber das ist eine längere Geschichte, muss ich jetzt nicht anfangen zu erzählen. So, wo lädt er uns denn runter? Er lädt uns im Theater runter, das heisst, wir müssen alles dafür reiten. Ja, dann let's go. Ich habe eigentlich gedacht, er lädt uns weiter vorne runter, dass er da uns im Theater von der Schmerzen niederlässt. Habe ich jetzt nicht gedacht. Aber wir können hier einfach mal zwischendurch reiten, wenn das funktioniert. Unten haben wir noch einen grossen Boss, okay. 225'000 Leben. Wer will denn da gegen kämpfen? Sind andere Spieler gerade mit dem am Kämpfen? Ja, aber nur ein paar Einzelne. Da mische ich mich jetzt nicht drin. Wären mehrere am Start gewesen, hätte ich jetzt da noch mitgeholfen. Oder wenn wir mithelfen, komm. Wenn wir schon da sind, dann töten wir doch gerade schnell den Elite-Gegner. Helfen wir da mit unserem kräftigen Damage. Jetzt niedermetzeln. Da kommt irgendetwas. Da hat man sogar guten Schaden gerade noch schon gemacht. Da muss man ein bisschen darauf achten, aber viel Leben hat er nicht mehr, das hätten wir gut anbekommen. Oh nein, nicht das. So, er hebt sich in die Lüfte. Er will abfliegen. Dann töten wir ihn aber, bevor das los ist. Nice! Dann haben wir da gerade noch schon geholfen, den Elite-Gegner zu töten. Mal schauen, ob wir da etwas Schmackhaftes bekommen. Ich habe gerade böse Schaden bekommen. Was ist denn das? Was wir da bekommen? Er lernt das dunkle Geheimnis der Zähmung von untoten Bestien. Hä? Benutzen. Wir benutzen das jetzt einfach mal. Wir haben jetzt irgendetwas gelernt, aber keine Ahnung was. Ist denn das da in meiner Dings drin? Ist das da drin jetzt? Wir haben irgendetwas erlernt, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung, was wir gerade erlernt haben. Und es ist auch nicht in meiner Dings drin. Also wir haben erlernt, wie wir jetzt da Untote bändigen, aber grosse Bestien, ne? Aber keine Ahnung, wo das soll sein. Keine Ahnung. Oh mein. So, und wir müssen hier in die andere Richtung. Wir müssen hier einmal dort durch. Mann, ich bin wieder völlig falsch gelaufen. Ich bin richtig zum Sitz von Primus gegangen, aber wir müssen hier zum Haus von der Auserwählten. Wahrscheinlich hockt auch noch der Virat dort. Dem wir nachher in den Eis ins Viertel treten. Dem Scharlatan. Dem Verräter. Vom Haus von der Auserwählten. So, 500 Meter in die Richtung. Dann spazieren wir doch mal gemütlich dort hin. Ich meine, bei dieser super Aussicht, bei dem schönen Wetter, können wir es uns doch gut gehen lassen im 2021, Götter.
So, da vorne einfach alles geradeaus am Weg entlang. Dann sollte das eigentlich plus minus alles gut kommen. Und dann hoffe ich, dass wir mal sehen, wie es weitergeht. Ist halt ein kleines Stückchen, schon können wir nicht fliegen. Das ist halt das Einzige, was wir noch nicht können, wir können nicht fliegen. Es wundert mich immer noch, wie man das freischalten kann oder ob man das überhaupt freischalten kann, dass man fliegen kann. Hier in der, allgemein in der Welt von der Schattenwelt, also von Schattenlande, ob man sich das muss freikaufen oder sonst irgendetwas in die Richtung. Jetzt sind doch da gerade ein paar Soldaten gewesen, jetzt sind die schon wieder verschwunden. Ja, Menomen. Ja, Menomen. So, da wartet er schon. Hochlord. Ah nein, das ist nicht der Darius, sondern Alexandros Mograine. Mann. So, da können wir etwas Neues über. Entweder einen neuen Bogen, also ja, Armbrust sogar wäre es. Mit 3 mehr Schaden, 4 Beweglichkeit, 10 Ausdauer. Kritisch würde man halt verlieren, dafür die Meisterschaft dazu bekommen. Oder einen zweihändigen Stab, den man eh nicht brauchen könnte. Stellt Virats wegen des Todes von Malkraft Krixus zur Rede. Machen wir doch liebend gern. Steht. Beanspruch die letzte Rune. Rune beanspruchen. Hä? Jetzt habe ich gemeint, jetzt müssen wir den Virats-Test ein bisschen verunsichern. Was ist jetzt los? Also die Rune haben wir, wie es aussieht, schon die letzte Rune. Konfrontiert Virats, du Verräter. Und der abtrünnige Baron kehren zurück. Die Konstrukte und der Schlund konnten euch also leider nicht töten. Richtig erkannt, du Nudle. Eure eigenen Pläne sind euer Verderben. Jetzt löschen wir euch aus. Dummer Mograine. Nur Loyalität statt Macht im Sinn. Aber es kommt auf die Verbündeten an. Und mit ihrer Hilfe hole ich mir jetzt den Umhang des Markgrafen. Ja, ja, bla bla. Was Meine ist das Klinge überhaupt? wird euren Schädel spalten, Verräter! Für Krixus! Ja, töten wir ihn, oder? Jawohl! Töten wir die kleine Made, die Verräter, wo da einfach seine eigenen Prinzipien ins Board geworfen hat, um mächtig werden. Krixus besiegt. Ihr zwei seid nichts. Wir werden ihn hier und jetzt rächen. So, wir töten ihn jetzt einfach. Oh, dann kommen da noch andere Gegner über, die sich da reinmischen. Hä, wieso helfen die ihm denn? Wieso helfen die dem Verräter? Ihr könnt nicht gewinnen, Virats. Ihr seid Wieso unterstützen die den Verräter, nachdem sie den... Mann, Häuser von einfach kämpfen gegen euch. unglaublich. Unglaublich, dass sie den überhaupt noch gerade unterstützt im Kampf. Aber jetzt... Hey, helfen die ihm oder töten sie ihn? Ich glaube, ich muss jetzt die zuerst aus dem Weg räumen, obwohl sie ihn angreifen. Aber ich glaube, die geben ihm eine Art Schild oder irgendetwas in die Richtung. Und besonders, weil sie als Gegner kennzeichnet sind, würde ich mal sagen, töten wir die jetzt einfach einmal schnell. Dass so Maden den überhaupt noch unterstützen, ganz ehrlich. Ich habe den Glauben in Maldraxxus verloren. Oh, jetzt muss ich da wieder die Flagge töten. Ich muss mich in dem Fall hauptsächlich um das rundherum kümmern. Er kümmert sich um den Virats, so wie das aussieht. So, dann tun wir ihn gerade... Wachen, tötet die Schwächlinge. Muss ich die jetzt alle töten? Feigling. Hä? Muss ich die jetzt töten, oder? Nein, die bleiben einfach da. Schlundgänger, mir nach. Okay. Der Hä? Sitz des Primus wird belagert. Wir müssen ihn verteidigen. Ah, was? Jetzt wären wir ihn angegriffen, haben, wird der Sitz noch belagert. Oh, Jägeli! Hey, da, also die Geschichte mal Maldraxxus, das ist so ein Hin und Her und Auf und Ab, das ist ja wirklich unglaublich. Dann gehen wir mal schauen, was da beim Sitz beim Primus los ist. Was für eine Schlacht da abgeht. So, ich dachte, jetzt können wir den Warwolf in der Strecke, die Maden, die Verräter. Aber, wie es aussieht, leider doch nicht. So, Baronin Draka! Wir nehmen jetzt einfach mal die Armbrust. 10.000 Quests abgeschlossen. Okay. 1000. Öffnet die Tür zum Sitz vom Primus. Öffne die Tür. Und jetzt da wieder so ein Kreisli. Hä? Ja, ja, wie soll ich sie öffnen? Ah, da hinten ist das Kreisli. Ist das jetzt wieder der Waruz? Wie ist jetzt so schnell da gekommen? Tötet den Sterblichen und bringt mir die Runenklinge. Ja, das glaube ich weniger. Hebt euer Schwert, Champion. Für Maldraxxus. Und die Horde darfst du nicht vergessen. Für Maldraxxus und die Horde. Okay, der Sitz von Primus ist geöffnet. Die Feinde der Würdigen
werden sterben. Stimme des Primus. Wow, 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 wow. Wow. Zurück! Wow. Der Sitz des Primus gehört uns. Ja, aber auch nur dank den Laserstrahlen. Ja, moin. Sitz von Primus gehört uns. Treten wir mal ein, schauen wir mal nach, was da los ist. Der Sitz von Primus. Sieht noch ein bisschen episch aus, wie man so raufläuft. Hockt jetzt der Primus da oben drinnen, oder? Steinaltar. Was ist denn da los? Okay. Also der Primus selber befindet sich, wie es aussieht, nicht da drin. Aber wir haben hier einen Steinaltar, den wir anklicken müssen. Machen wir das mal kurz. Steinaltar! Quest beenden! Die Lehrer thront die Klinge des Primus. Eure Anwesenheit in meinem Sanktum zeigt, dass Dunkelheit über Maldraxxus und allen Reichen des Todes liegt. Vor Äonen bestraften die Ewigen unseren Bruder Soval für seinen Verrat. Er wurde für immer an den Schlund gefesselt, um dort als Kerkermeister zu dienen. Jetzt fürchte ich, dass Soval nicht allein gehandelt hat. Er muss uralte Verbündete haben und versucht, neue zu finden. Dass ihr nun diese Botschaft hört, bestätigt meinen Verdacht. Soval hat seine Ketten zu einer Waffe geschmiedet und mich damit zu Fall gebracht. Oh, oh, oh. Es gibt nur eine Hoffnung für die Schattenlande. Die Ewigen müssen erneut zusammenstehen, bevor der Kerkermeister dem Schlund entkommt. Warnt die Archon, die Winterkönigin und den Grafen. Sie müssen uns verteidigen. Soval darf das Grabmal nicht erreichen. Die Richterin ist der letzte Schlüssel. Schützt sie, oder alles ist verloren. Okay, also es ist wirklich sehr interessant, was er jetzt eigentlich erzählt hat. Also wie es aussieht, ist der Kerkermeister, also der Endboss, den wir schon getroffen haben im Schlund eigentlich, wo da alles eigentlich inszeniert hat, heisst Soval, ist ein Bruder von ihm, also wirklich eigentlich ein höher stehendes Tier, kann man so anschauen. Und er hat uns jetzt eigentlich gewarnt, dass der aus dem Schlund versucht fliehen, mit eigentlich verstärkter Macht, also von uralten Äonen, also wirklich Leute, die sehr mächtig sind. Also das haben wir jetzt eigentlich erfahren, dass der Kerkermeister Zoal heisst und wie es aussieht sogar von Maldraxxus stammt, wie ich das jetzt verstanden habe. Und wir eigentlich die Richterin müssen unbedingt beschützen. Kehrt nach Oribos zurück. Annehmen. Der Kerkermeister. Das ist eine schlimme Nachricht. Ja. Kehrt nach Oribos zurück. Sagt ihnen, dass Maldraxxus die anderen Reiche nicht mehr behelligt. Unser Krieg tobt hier. Alles klar. Wir sind unterwegs, um die Nachricht zu überbringen. Besonders die wir vom Primus erhalten haben, wie es ausgesehen hat, nämlich der Zoal, also der Kerkermeister, der Primus, niedergestreckt. Also die macht mit der Waffe, mit seiner Kette irgendwie die Richtung. Aber ich hoffe, wir erfahren mal noch mehr, was genau der Kerkermeister ist. Also wir wissen jetzt einfach mal, dass er Zoval eigentlich heisst, Bruder Zoval. Weil er ist einfach Bruder, darum bin ich mir die ganze Zeit unschlüssig. Also er ist eigentlich von der Ewigen verbannt worden, also alle Oberen, wie der Primus, jetzt bei der Bastion Darkon und so weiter, die haben ihn eigentlich in Schlund verbannt als Kerkermeister. Darum, es ist eigentlich noch mega speziell, also es kommen immer mehr Sachen zum Vorschein, was da eigentlich genau vor sich geht, was eigentlich noch ziemlich interessant ist. Aber mich wundert es immer noch, was genau, warum haben sie ihn denn überhaupt verbannt? Was ist der Grund, warum er ihn verbannt hat? Ist er zu mächtig, ist er zu bösartig? Gut, böse ist er, ja, das merkt man jetzt eigentlich vom Schlund aus. Aber ich frage mich einfach die ganze Zeit, warum hat man ihn verbannt? Ist er überhaupt früher so böse gewesen, oder hat er jetzt eigentlich den ganzen Plan nur geschmiedet, um jetzt eigentlich seine Rache zu bekommen, weil man ihn verbannt hat? Also es sind Fragen um Fragen, die eigentlich immer wieder auftauchen.
Aber immer wieder auch Informationen, die dazukommen. Aber die Informationen springen wieder neue Fragen auf. Also es ist eigentlich wirklich sehr speziell und es wundert mich, wie das Ganze weitergeht. Und ob eigentlich der Schlund, also der Kerkermeister Zoal, überhaupt eigentlich der Böse ist oder zu Unrecht verurteilt worden ist und so weiter. Gut, das, was er alles angestellt hat, also er sollte ja eigentlich verantwortlich dafür sein, für den Aufstieg vom Lich King. Er sollte eigentlich verantwortlich sein für den Angriff von der Legion und so weiter. Also das zeigt ja eigentlich schon, dass er mit böser Macht eigentlich zusammenhängt. Aber die Frage ist, wer sind seine starken Verbündeten? Wer sind die uralten äonischen Mächte, die ihn unterstützen, um überhaupt an die Macht zu kommen? Oder ist der Zoal jetzt überhaupt der Kerkermeister? Ist das überhaupt der, den ich meine? Das ist eigentlich auch noch eine gute Frage. Oder ob sie jetzt wirklich jemand anders beschreiben und der Kerkermeister selber eigentlich gar nicht mehr der Zoal ist. Es ist eben Fragen um Fragen. Fragen um Fragen und ich wundere mich, wie die Lösungen ausgehen, also wie die ganze Geschichte weitergeht. Also da haben sie wirklich ein grosses Bündel offen gelassen, liebe Blizzards. Aber ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal weiter. Wort des Primus. Quest beenden. Sprecht mit Bolvar vor Dragon. Dann machen wir doch das mal ganz kurz. Er ist ja da hinten ab in die Richtung. Dann gehen wir doch mal ganz kurz schon mit ihm ein Schwätzchen haben und mal schauen, was er dazu meint, was da jetzt alles zu Vorschein gekommen ist, was da passiert. Aber eben meine Hauptfrage ist, warum hat man ihn verbannt? Das wäre meine Frage. Wir müssen wissen, ob unsere Freunde noch Quest beenden. Erlebt Bolvars Vision des Schlundes. Wir kommen dafür neue Ringe über, wo mir jetzt nicht so gerade schmackhaft ist, aber wir nehmen mal die Quest an. Nicht, wie groß das Risiko ist. Im zerbrochenen Helm wohnt noch immer die Macht des Lichtkönigs. Die Macht des Schlunds. Okay. Wir klicken mal drauf, Kanalisierung, und wir schauen uns mal die Vision an. Ins Reich des Kerkers. Nein, nicht schon wieder. Nein, nein! Ich gebe nicht auf! Ist das nicht Jane ihre Stimme? Verstand gehört mir! Hört ihr mich? Egal wer ihr seid, egal was ihr wollt. Das klingt nach einem Ich Thrall. wehre mich. Ihr werdet mich nicht brechen! Sie sind in den Sitz des Primus eingedrungen und haben seine Warnung entdeckt. Bedauerlich, aber kaum von Belang. Unsere Augen sind überall. Dieses Ärgernis wird beseitigt. Mehr sehe ich nicht. Es ist zu gefährlich, weiter vorzudringen. Okay. Okay, also wir haben jetzt gerade wieder Kerkermeister mit der Ich konnte die Sylvanas gesehen. Lordadmiralen hören. Und wohl auch Thralls Stimme. Ja, das habe ich auch gehört. Ihre Schreie. Mir ist das Blut in den Adern gefroren. Ja, dann retten wir sie. Ich konnte weder Anduin noch Bane Bluthuf hören, Hochlord. Geht es wirklich nicht noch einmal? Noch nicht, Kalia. Solche Visionen haben ihren Preis. Ich wage es so schnell noch nicht wieder. Ja, alles klar, also wir haben jetzt wirklich erfahren da wegen dem Dings. Dieser Champion hat eine dringende Warnung von dem Primus aus Maldraxxus. Die anderen Reiche müssen sie unbedingt erhalten. Bitte helft, geehrte Stimme, während ich mit den anderen spreche. Wir müssen über die Konsequenzen dieser Vision beraten. Okay, alles klar, also das heisst, sie wissen auch, dass wir im Sitz vom Primus reingekommen sind und dass wir die Warnung bekommen haben vom Zoel, vom Kerkermeister. Quest beenden. Vertraut auf Reist zum Ardewald und findet jemand, der euch zur Winterkönigin bringt. mit Annehmen. ihrer Stimme. Okay, nächster Reisepunkt. Ab in Ardewald. Ab zum Ardewald. Wir müssen die Winterkönigin, das wird in dem Fall die Herrscherin sein vom Ardewald, darüber informieren, was da so los ist. Also das heisst, wir haben bis jetzt Bastion Darkon getroffen, wir haben den Primus getroffen, leider ist er schon verstorben. Und als nächstes gehen wir in Ardewald zu der Winterkönigin. Ja, let's go! Aktivieren! Das nächste Portal wird geöffnet.
Jetzt sind wir wenigstens bauchfrei unterwegs. So. Wir müssen jetzt mit ihm sprechen, um in Ardewald zu gelangen. Aber wissen die was? Ich würde sagen, der Ardewald. Und was dort so vor sich geht und was mit der Winterkönigin los ist und wie die ganze Geschichte weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich danke vielmals fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo nicht vergessen, einen Daumen, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche allen einen wunderschönen ersten Tag im neuen Jahr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke und ciao.